Danke für deine Wirken auf dem Kreuz. Danke für die Rettung. Danke für die Vergebung. Danke, dass du die Lösung bist. Und du die Quelle bist von Liebe, Gnade und Barmherzigkeit. Das, was wir in unserem Leben brauchen. Wir loben und preisen dich. Amen. Amen. Es ist auch meine Ehre, einen Kollegen von mir euch vorstellen. Er wird heute predigen. Wenn ich Kollege sage, er kennt mich, seit ich 13 bin. Seit ich wirklich ein Teenager war, mag ich mich erinnern. Er ist als Gast in Iran gekommen. Er hat unsere Familie kennengelernt, unsere Kirche kennengelernt. Und ich glaube, ich habe irgendwie in den Kinderdienst gedient. Also damals habe ich Kinderdienst geschafft. Bin aufgekommen, er hat mich gesehen, er hat auf Englisch etwas gesagt, die habe ich nicht verstanden. Einfach verstanden, bla 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 bla. Ich sage, okay. Und er hat weitergeredet, null. Ich kann 2 Worte Englisch reden. Hallo und stand up. That's it. Das waren die 2 Worte. Frag mich nicht, wieso die 2. Ein paar Jahre später, wenn ich 17 war, hat er angerufen und gefragt, Sabrina, möchtest du gerne in der Bible School gehen, möchtest du gerne Theologie studieren? Er hat wirklich Vers mit ein paar anderen Leuten, dass Gott hat mich gerufen für Dienst und ich sollte mich vorbereiten. Ich stehe heute da, weil er hat diese Vision hatte. Ich durfte studieren, ich durfte mich weiterbilden in Theologie. Und seit 13 kenne ich den Daniel Muller. Könntest du bitte auf die Bühne kommen? Genau. Daniel ist heute da mit seiner wunderschönen Frau Sheila. Sheila, kannst du kurz auch aufstehen? Kannst du da auftun? Merci. Einfach aufstehen. Genau, das ist Sheila. Daniel arbeitet mit Compassion. Er wird mehr dazu erzählen. Wir haben einen sehr spannenden Austausch vor ein paar Jahren über Gottes Gerechtigkeit und wir haben nicht aufhören, darüber zu reden. Und Daniel hat so eine tiefe Erkenntnis von Gottes Herz, was Gott beschäftigt. Es ist so schön mit Daniel darüber beim Nachtessen austauschen. Und er hat gesagt, Daniel, du musst unbedingt bei uns gehen, darüber predigen. Und ich freue mich riesig, dass du da bist. Von einer Seite einfach persönlich, dass ihr beide da sind. Und ich freue mich auf deine Predigt und auf dein Thema. Herzlich willkommen. Ganz herzlichen Dank. Ja, ich habe noch nie so eine Einführung gehabt. Das ist natürlich sehr emotional für mich. Ja. Aber es gibt jemanden, der noch viel emotionaler ist. Das ist unser Herr Jesus. Er liebt uns. Sein Herz ist voll von Liebe, von Erbarmen, von Barmherzigkeit. Und um das geht es heute Morgen. Ganz herzlich willkommen, auch von meiner Seite her. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Und schön, dass während der offiziellen Ferienzeit gleich so viele da sind. Finde ich super. Jetzt könnten wir da mal ein Bild haben. Mal schauen, ob das klappt. Kommt eins? Okay, gut. Also, Kinder aus Armut befreien in Jesu Namen, das ist schon mal das, um was es heute geht. Wir nennen uns Compassion, das ist die Organisation, die ich dabei bin, und das ist unser Auftrag. Compassion bedeutet ja Barmherzigkeit. Und Barmherzigkeit ist wirklich im Zentrum von Gottes Herz. Das ist eine von seinen ganz, ganz wichtigen Eigenschaften. Und darum wollen wir uns heute Morgen auch ein bisschen mit dem beschäftigen. Compassion als Organisation gibt es seit rund 70 Jahren. Und eben, es geht uns darum, täglich mehr Kinder im Namen Jesu aus der extremen Armut zu befreien. Im Moment sind das etwa 2,2 Millionen Patenkinder weltweit, die so unterstützt werden. Meine Frau haben wir vorher gesehen. Irgendwie geht das nicht mit dem. Kannst du weiterklicken? Ja. Da ist sie nochmal. Und das sind 2, nicht unsere Kinder, sondern unsere Enkelkinder. Wir haben 5 Kinder.
Entschuldigung, nicht 2 Hände oben, eine Hand lenkt. Nein, ihre Ehepartner noch. 5 Kinder und 4 Enkelkinder. Ich weiss, man sieht mir das nicht an, aber Landluft haltet jung, oder? Es ist, ja. Und wir freuen uns sehr an unseren Enkelkindern. Wir freuen uns jedes Mal, wenn sie kommen. Sie sind so goldige Schätze, so tolle Kinder. Und ihnen geht es gut. Jetzt erst mal noch kurz zu uns. Uns geht es auch gut. Wir wohnen in Schötz. Hat jemand eine Ahnung, wo Schötz liegt? Ja, doch, ein paar, ja, okay. Wo? St. Gallen. Luzern, sehr gut, 100 Punkte, jawohl. Du bekommst einen Kaffee noch einen. Gut. Jawohl, wir wohnen dort und freuen uns immer, wenn unsere Enkel zu uns kommen. Ihnen geht es wunderbar. Sie sind so gesegnet, sie sind gesund, sie haben Eltern, die sie lieben, sie haben genug zu essen, sie haben medizinische Versorgung, wenn immer sie es brauchen. Sie können irgendwann dann mal in die Schule, vorausgesetzt, Jesus ist bis dann noch nicht wiedergekommen. Weiss mir nie, aber das vorbehalten, das lassen wir natürlich gelten. Aber ja, sie werden in die Schule gehen, sie werden lernen, sie werden eine Ausbildung machen, sie werden ein gutes Leben haben, weil wir sind in der Schweiz. Wir sind gesegnet in der Schweiz. Habt ihr das schon mal gemerkt? Wenn wir mal die Nachrichten schauen, hey, wie sind wir gesegnet in der Schweiz, dann können wir wirklich auch dankbar sein. Jawohl. Es ist jetzt allerdings so, dass eben unsere 4 Enkelkinder, die haben das. Es gibt 385 Millionen Patenkinder, kannst du eins weiterklicken, die es nicht so gut haben. Und die haben zum Teil wirklich ganz, ganz schwierige Situationen. Wir haben so verschiedene Armutsstufen. Es gibt die Armut mit irgendwie 3,50 Franken pro Tag. Es gibt die extreme Armut mit 1,80 Franken pro Tag zum Überleben. Und die Kinder, die wir mit denen zu tun haben, die wir dienen, die sind unter dieser extremen Armutsgrenze. Mit 1,80 Franken pro Tag kannst du nicht überleben. Das ist nicht irgendwo in Togo oder keine Ahnung wo, sondern Kaufkraft hier in der Schweiz. Es gibt nicht einmal einen Kaffee für das. Knapp 1 Liter Benzin, ja, aber ja, was nützt das, wenn man kein Auto hat? Ja, also mit dem kannst du nicht überleben, das ist uns wohl klar. Und darum, Kinder sind am stärksten von Armut betroffen, am stärksten von Unterernährung betroffen. Sie sind die Ersten, die einer Krankheit zum Opfer fallen. Sie sind die Ersten, die ausgenutzt werden. Sie können sich nicht wehren. Sie werden missbraucht und ausgebeutet. Und Compassion hilft ihnen, indem wir das 3 Grundwerte orientieren. Kannst du eins weiter, bitte? Wir haben 3 Grundwerte. Jesus im Zentrum ist der erste von diesen Werten. Und da ist, ja, es ist ja eigentlich klar, oder? Jesus hat einmal gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist eigentlich schon Legitimation genug, dass wir Jesus im Zentrum haben. Andererseits ist es aber so, dass Armut verschiedene Gesichter hat. Die Weltbank hat einmal so eine Studie gemacht, eine Umfrage unter Menschen, die von extremer Armut betroffen sind. Und sie haben dort herausgefunden, dass Nummer 1 Problem unter diesen Menschen, was meint ihr, was ist das Nummer 1 Problem? Unter denen, die wirklich unter extremer Armut sind. Keine Perspektive. Du hast den Nagel, wie sagt man, genau auf den Kopf getroffen. Jawohl. Es ist nicht Mangel an Dingen. Es ist nicht einfach zu wenig zu essen. Sondern durch ihren Status haben sie eben gar keinen Status. Durch ihre Situation haben sie keine Identität. Dein Vater ist im Slum geboren und ist Drogendealer geworden. Vielleicht ist er umgebracht worden wegen Dealerei. Deine Mutter ist in dem Slum geboren und ist Prostituierte geworden. Ist jetzt Zuhälterin, was auch immer. Und du wirst es auch nicht weiterbringen wie das. Das ist ihre Perspektive. Den ganzen Tag, Jahr ein, Jahr aus, Negativbotschaften, Armutsbotschaften, niederdrückende Sachen, kein Selbstwert, kein Wert. Es spielt keine Rolle, ob du lebst oder nicht. Keine Zukunft, keine Perspektive, keine Hoffnung. Und wer, wenn nicht wir Christen? Wer in aller Welt, wenn nicht wir, könnte hier eine Antwort geben? Weil wir haben, Kolosser 1,27, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir kennen ihn. Und darum ist Jesus auch bei uns im Zentrum. Weil
materielle Hilfe einfach zu kurz greift. Könntest du die nächste Folie geben, bitte? Materielle Hilfe ist aber sehr notwendig. Wir haben im Moment die Lebensmittelkrise weltweit. Wir haben gemerkt, dass auch Teigwaren und das Brot und so bei uns teurer geworden sind. Für uns bedeutet das ein bisschen mehr Haushaltungsgeld, das wir einsetzen müssen. Für andere ist es jetzt nicht mehr möglich, Lebensmittel zu kaufen. Sie müssen sich entscheiden, ob sie noch wohnen und Miete zahlen können oder ob sie etwas essen. Und diese Menschen gibt es sehr viel. Und darum bringen wir Nahrungsmittel. Wir haben hier das neueste Beispiel, gerade vor ein paar Tagen ist das Bild gekommen, Nahrungsmittelverteilung in Uganda. Tonnenweise Bohnen und Ugali, das ist so eine Art Mais. Für 6400 Familien haben wir dort geliefert. Das sind Familien von diesen Kindern, die Patenschaften bei uns haben. Nächste Folie bitte. Wir sehen das zweite Kinder im Blickpunkt. Wieso? Das habe ich schon erzählt. Und das dritte Punkt, Gemeinde als Partner. Das ist ganz wichtig. Wir sind nicht eine Sendungsmission, die irgendwie Leute ausbildet und dann rausschickt, sondern wir sind vielmehr ein Netzwerk von Kirchen, die weltweit zusammenarbeiten. Und das sind etwa 8000 Kirchen, Gemeinden, die diesen Kindern dienen, die in dieser Armutssituation sind. Und die brauchen Unterstützung, damit die das machen können. Und wir bringen die Unterstützung 1:1 zu einem Kind mit diesen Patenschaften. Wo sind die Länder? Nächste Folie bitte. Hier sehen wir, ich weiss nicht, ob Sie das sehen, es hat gewisse Blau und gewisse Grün. Die Blauen, das sind die Länder in 3 Kontinenten, wo wir unsere Partnerkirchen haben, die diesen Kindern dienen. Und die Grünen, das sind Partnergemeinden im Westen, wo auch die Unterstützung herkommt. Und miteinander können wir zusammen den Auftrag erfüllen. Nächste bitte. Noch eins. Auf diesem Bild sehen wir einen Haufen Kinder und es tut mir leid, nein, es tut mir nicht leid, dass sie so klein gekommen sind auf dem Bildschirm, weil es sind so viele. Und ihr merkt dann gleich, warum mir das überhaupt nicht leid tut. Sie sind relativ klein, die Bildchen. Aber trotzdem möchte ich fragen, kennt irgendjemand eines von diesen Kindern? Jawohl. Sonst noch jemand? Ich sehe nicht allzu viele Hände. Doch? Schau jetzt. Okay, nehmen wir dazu. Die sind halt auch so ein bisschen klein geschrieben. Also, das Rätsels Lösung, das sind Patenkinder von dieser Gemeinde vom Kreuzpunkt Wettingen. Also das, ja, Applaus, wirklich, jawohl. Die sind grossartig, die unterstützen bereits, ohne dass ich jemals da war vorher, 22 Patenkinder. Halleluja! In so vielen verschiedenen Ländern. Und Kinderschutz ist uns ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und darum können wir auch genau monitoren, um das neudeutsche Wort mal zu brauchen, was mit diesen Kindern passiert. Und wir haben hier die Zahlen, die neuesten Zahlen, Stand gestern Abend. Seit Beginn ihrer Patenschaft haben sie 60.848 Stunden in diesen Kinderzentren verbracht. Sie haben 7.612 Mahlzeiten bekommen. Sie haben 33 Bibeln bekommen, also die Eltern haben schon das zweite Bibeln bekommen. 124 medizinische Untersuchungen. Und jetzt ist das, was interessant ist für euch als Gemeinde. Es sind 66 Briefe von den Kindern an euch geschrieben worden und 61 Briefe von euch, 66 Briefe von den Kindern an euch und 61 Briefe von euch an die Kinder. Und normalerweise ist die Spannweite etwa so. Aber die sind sehr, 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 sehr nah dran. Und darum, hey, ganz herzlichen Dank, ihr macht das super. Die Kinder hören von euch, das finden wir ganz toll. Und einfach nochmal von mir her, von Compassion her, ganz, ganz herzlichen Dank. Die sind super mit dem, was ihr bereits macht. Jawohl. Ist mir noch wichtig, das zu sagen. Als nächstes sehen wir einen kleinen Filmclip, der uns einmal zeigt, was so eine Patenschaft eigentlich bedeutet. Und zwar von einem Mann, der in Indien aufgewachsen ist. Mit Ton Kein Leben außerhalb. Aber Veränderung ist möglich. Ich weiß das, weil ich es selbst erlebt habe. Als kleiner Junge habe ich Menschen gesehen, die verhungert sind, Menschen, die litten, Menschen, die machtlos waren und sich nicht selbst helfen konnten. Als ich Teenager war, starb mein Vater an Malaria.
Eines Tages hat sich für mich und meine Familie alles verändert. Ich habe durch Compassion einen Paten bekommen. Es war aufregend, ins Kinderzentrum zu gehen. Jeden Tag haben wir gutes Essen bekommen und lernten Fähigkeiten fürs Leben. Wir haben gesungen und getanzt. Es war ein sehr glückliches Umfeld und wir fühlten uns geliebt. Ich habe meinen Paten nie persönlich getroffen, aber er hat mir regelmäßig Briefe geschrieben. Er hat mir geschrieben, dass er mich liebt, für mich betet und ich ihm wichtig bin. Dadurch fühlte ich mich geliebt und wertvoll. In meinem Viertel mit 10.000 Menschen war ich das erste Kind, das zur Schule gehen konnte. Ich erinnere mich gut daran, wie ich meinen Eltern beigebracht habe, ihre Namen zu schreiben. Normalerweise ist das ja andersrum. Compassion hat mir ein Stipendium ermöglicht. Dadurch konnte ich zur Universität gehen. Und im Dezember 2014 habe ich mein Masterstudium in internationaler Betriebswirtschaft mit Auszeichnung abgeschlossen. Ich bin nun selbst Pate. Ich freue mich darauf, ihr Briefe zu schreiben, sie zu unterstützen und mit ihr gemeinsam zu sehen, wie sie aufblüht und sich und ihre Familie aus der Armut befreit. Um ehrlich zu sein, es ist beängstigend, darüber nachzudenken, wie mein Leben ausgesehen hätte und wo ich jetzt sein würde, wenn er sich damals nicht entschieden hätte, mein Pate zu werden. Der Gianni, ich habe ihn persönlich kennengelernt, ganz ein feiner Mann. Und wenn man das so hört, das geht unter die Haut. Und wenn man sieht, man kann selber etwas machen. Die Barmherzigkeit von Gott ist so genial und er spannt seinen weltweiten Lieb ein, wenn wir miteinander schaffen, dass wir seine Barmherzigkeit zu Boden bringen zu den Menschen, die sie brauchen. Barmherzigkeit ist ein Schlüsselthema in der Bibel. Wenn man die ganze Bibel tun wir das Thema ein bisschen ausweiten. Thema Gerechtigkeit, den Armen gegenüber. Thema Armut. Wenn man alle Bibelstellen rausnehmen aus der Bibel, die über diese Thematik reden, dann müsste man jeden 10. Vers rausschneiden. Die Bibel würde voranfallen. Das ist verrückt, he? Das ist so eine Dichte von diesem Thema in dieser Bibel. Da sehen wir, wie wichtig das auf dem Herz Gottes ist. Barmherzigkeit gegenüber den Armen ist der Herzschlag Jesu. Und das kommt auch immer wieder vor in der Bibel. Entschuldigung. Wir haben die lustigsten Orte, die interessantesten, die seltsamsten Vorkommnisse in der Bibel, wo immer wieder das Thema kommt. Eins hat mich nämlich überrascht. Oder wir sind jetzt, ich finde, ein bisschen Kontext setzen, wir sind jetzt in einer sehr interessanten Zeit. Wir hatten Covid, jetzt haben wir hier die Kriegswirren, wir haben, ich muss das nicht aufzählen, es ist Katastrophe, was geht auf dieser Welt im Moment. Und da denken wir uns, hey, kommt auch Jesus bald wieder? Es wäre doch denkbar und so weiter. Und dann fangen wir uns schon an, ein bisschen mit Endzeitgedanken auseinandersetzen. Und dann schauen wir vielleicht einmal, wo sind die Endzeitreden Jesu, was hat er dazu gesagt? Apropos, kann mir jemand helfen, vielleicht mal von diesem Block hier? Wo sind die Endzeitreden von Jesus zu finden? Matthäus, jawohl. 24, sehr gut. Der sind eine bibeltreue Gemeinde, finde ich super. Jawohl. 24, 25, dort umeinander. Also geschwind, zum Schauen, um was es geht. Jesus wird gefragt von seinen Jüngern, was werden die Zeichen sein, wenn du wiederkommst? Und dann erzählt Jesus gewisse Sachen, wo die Leute rausgekommen sind oder auch nicht rausgekommen sind. Das geht uns heute zum Teil so. Wir wissen nicht genau, wo einordnen, gehört es jetzt in unsere Zeit oder in das 1000-jährige Reich oder was auch immer. Jeder hat da seine Meinungen. Aber Jesus wird dann ein bisschen konkreter und sagt, hey, es geht eigentlich um etwas. Er bringt 3 Beispiele. Und in diesen 3 Beispielen, Gleichnis, geht es immer um eine Sache. Er sagt, seid parat. Seid parat. Seid parat. Und nachher kommt der Moment, wo sich so hinspitzt, zuspitzt auf das grosse Endereignis. Und das wird in gewissen Bibeln mit dem Endgericht überschrieben. Und da fangen wir jetzt mal an mit der Geschichte. Da nehmen wir sie auf. Matthäus 25, vom Vers 31 an. Wenn aber der Menschensohn, also Jesus, in seiner Herrlichkeit kommen wird.
Also nicht mehr als kleines Baby irgendwo in einem Stall, sondern in Herrlichkeit. Und alle heiligen Engel mit ihm. Hey, müsst ihr euch das mal vorstellen. Das ist ein bisschen anders, wenn der dort mal beim Stall und der Hirte, da die paar Engel auf dem Feld. Alle heiligen Engel mit ihm. Der Himmel, der wird strahlen. Da braucht es kein anderes Licht mehr. Das ist so hell. Und dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und vor ihm werden alle Völker versammelt werden. Und er wird sie voneinander trennen, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken trennt. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten und die Böcke zu seiner Linken stellen. Und dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, jetzt müsst ihr gut zuhören, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, erbt das Reich, das euch von Grundlegung der Welt an bestimmt ist. Jesus macht die Türen auf und sagt, jetzt ist der Moment, jetzt könnt ihr reinkommen ins vollendete Reich. Und ihr Lieben, das ist doch der Moment, wo wir alle darauf warten, oder? Bin ich der Einzige? Ja, danke, jemand. Das war meine Frau. Ist jemand von dieser Gemeinde, der darauf wartet? Ja, das ist doch das der grosse Moment. Das ist unsere Hoffnung, unsere Zukunft, unsere feste Zukunft, die wir haben. Gut, und jetzt denkt man, gut, jetzt wird Jesus vielleicht von diesen Häusern erzählen, die wir dann hier im Reich haben und was dort alles so wird sein und so. Lesen wir mal weiter. Vers 35. Denn ich war hungrig und ihr habt mir Moment, Jesus, das ist doch ein anderes Thema. Das ist schon der Vers. Und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen, ihr seid zu mir gekommen. Und dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, kein blasser Schimmer von was du da redest. Also, steht nicht so da, aber ist jetzt ein bisschen paraphrasiert. Okay. Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und durstig und bedürftig und arm und im Gefängnis und haben dir geholfen? Und Jesus sagt, Vers 40, was ihr für einen dieser meine geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Okay, Jesu Brüder, also Hebräer, Israeliten, Männer, Geringe, sind die damit gemeint? Ich glaube nicht. Weil es geht noch dann weiter, Jesus kehrt die ganze Geschichte um und redet über die das alles nicht da haben und sagt am Schluss zu denen, was ihr für einen von diesen geringsten, ohne weitere Bezeichnung, nicht getan habt, das habt ihr auch für mich nicht getan. Okay, also Jesus hat jetzt gerade mal das Thema gewechselt. Jetzt sind wir doch gerade so in dieser Euphorie, jetzt können wir ins Reich Gottes rein, Halleluja, alles wird gut. Und dann redet er davon, dass wir den Armen geholfen haben, oder eben nicht. Ja, was heisst jetzt das? Jetzt mal angenommen, der Vers gehört nicht ins 1000-jährige Reich, sondern in unsere Zeit hinein. Was bedeutet das? Heisst jetzt das, dass Jesus sagt, okay, wenn ihr Gutes tut, den Armen helft, dann kommt ihr in den Himmel. Können wir kurz eine Abstimmung machen? Wer ist dafür, dass es das heisst? Relativ wenig, das ist schön, jawohl. Weil ihr sind gut gelehrt, ihr habt eine gute Pastorin da. Wir wissen selbstverständlich, dass wir nicht aufgrund von guten Werken in den Himmel kommen, sondern aufgrund von der Tatsache, dass Jesus für uns gestorben ist und wir an ihn glauben und er uns dadurch gerettet hat. Es müsste ja wie der Paulus irgendwie im Galaterbrief rufen, dann wäre ja Christus vergeblich gestorben. Ist er aber nicht. Halleluja. Gut. Also, aber um was geht es denn? Ich glaube, es geht darum, dass Jesus da eine Beschreibung macht von den Menschen, die ihm nachfolgen und von denen, die ihm nicht nachfolgen. Er beschreibt quasi ihre DNA. Er tut das aufschlüsseln. Was haben die Menschen für einen Charakter? Was sind das für Leute? Was treibt die? Und da sehen wir, die ins Reich Gottes eintreten, das sind die den Armen geholfen haben, die den Bedürftigen geholfen haben. Das ist ihre DNA, das ist ganz normal in ihnen drin, weil sie Christen sind.
Nicht wegen dem werden wir gerettet, sondern wir sind gerettet und darum machen wir das. Weil wir Gottes Liebe bekommen haben, Gottes Erbarmen, Gottes Barmherzigkeit in unserem Herz empfangen haben und das können weitergeben. So einfach. Gott schaut in die Herzen der Menschen und sucht, ob er dort irgendwo das Herz von seinem Sohn findet. Das Herz von der Barmherzigkeit. Gut, jetzt haben wir so das Ende der Weltgeschichte angeschaut. Jetzt gehen wir mal zurück am Anfang, also nicht ganz zu Adam und Eva, aber sagen wir mal zu der Zeit, wo Jesus so seinen Dienst angefangen hat. Er hat irgendwo so ein öffentliches Statement gemacht, wo er seinen Dienst angefangen hat. Hat jemand eine Ahnung, wo das war oder was er dort gesagt hat? Jesaja 61, genau. Das war aber ein paar hundert Jahre vor Jesus, der Jesaja. Aber Jesus hat das, was in Jesaja 61 steht, hat er gesagt. Wir lesen das im Lukas 4, Vers 18 und folgende. Dort nimmt Jesus das Zitat auf von Jesaja, wo mir die Schriftrolle gegeben wird. Und er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesalbt oder gesandt, gute Botschaft zu bringen den Reichen. Nicht? Den Armen. Auch da wieder. Hey, wir sehen es. Gute Botschaft den Armen. Es ist auf seinem Herz, den Armen zu dienen. Natürlich geht der Vers noch weiter, aber es geht genau um die Leute, die in Matthäus 25 beschrieben sind, die in den Gefängnissen, die Hungrigen, die und so weiter, die Unterdrückten. Er hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie gelöst sein sollen, das Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Und jetzt mal eine Frage, wenn Jesus vom Heiligen Geist, nein, fangen wir vorher an. Der Heilige Geist hat zum Jesaja geredet. Er hat gesagt, das schreib auf. Er hat es aufgeschrieben. Der gleiche Heilige Geist hat später zu Jesus geredet und hat ihn gesandt mit dieser Botschaft. Könnte es sein, dass der gleiche Heilige Geist vom Jesaja und von Jesus auch der ist, der heute in uns lebt? Können wir mal ein bisschen nicken oder so? Dass ich sehe, dass ihr noch lebt. Gut, jetzt mal angenommen, das wäre so. Gehen wir mal davon aus. Ja. Könnte es sein, dass der Heilige Geist seine Meinung noch nicht geändert hat und vielleicht heute immer noch den gleichen Auftrag gibt? Ja, okay, jetzt könnt ihr mal ein bisschen antworten. Das ist gut. Ich hätte nicht gern, wenn ich so allein da bin. Jawohl. Und folglich, wenn wir Christen sind und Jesus in uns lebt, wir seine DNA haben, könnte das sein, dass der gleiche Heilige Geist uns die gleiche Aufgabe auch gibt? Ja, Halleluja, der lehrt schnell, jawohl. Also, jetzt könnt ihr euch einen eigenen Namen einsetzen. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, dir, wer auch immer. Er hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu bringen. Weil wir seine DNA haben. Die Bibel sagt, wir werden täglich verwandelt in sein Bild. Sie sagt sogar, wir haben den Sinn Jesu. Timotheus. Thessalonicher, irgendwo dort steht es. Ja, und wir sind ihm ähnlich. Der gleiche Heilige Geist lebt in uns. Sein Charakter färbt auf uns ab und ich bin überzeugt, aus dem erlösten Charakter von einem geisterfüllten Christ fließt automatisch Grosszügigkeit und Barmherzigkeit den Armen gegenüber. Es ist ein Zeichen von geistlicher Reife. Und je mehr wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, umso normaler sind die Sachen für uns. Es ist ein Zeichen auch von geistlicher Gesundheit. Christen sind nicht hartherzig, sondern barmherzig. Das ist eine von unseren ureigensten Eigenschaften. Und eben, Compassion. Wir nennen uns Compassion, weil wir an diesen Wert glauben. Und das ist auch etwas, was wir immer wieder erleben. Wir sehen das in verschiedensten Situationen. Da war zum Beispiel das Mädchen, die Jerosin. 13 in Äthiopien. Sie ist auf dem Schulweg entführt worden. Und es war dann relativ klar, als sie nicht in der Schule angekommen ist, hat das noch niemand gemerkt, aber nachher hat sie ins Kinderzentrum von Compassion. Dort ist sie nie angekommen.
Der Leiter, der Abdi, hat das gehört und hat sich Sorgen gemacht, hat nachgeforscht, hat herausgefunden, sie ist entführt worden, um mit einem Mann geheiratet zu werden, der 3-mal so alt war wie sie. Wer von euch hat 13-jährige Töchter? Kann sich vielleicht da reinfühlen, wie das wäre, oder? Der Abdi hat alles losgetreten, was gegangen ist. Er hat eine Gruppe organisiert, die gebetet hat. Im Kinderzentrum in seiner Kirche. Er hat die Polizei informiert und die haben eine Fahndung losgeschickt. Er hat mit ihrem Großvater, Jerosin, ihrem Großvater, sie hat nämlich bei dem gewohnt, die Eltern sind weg gewesen, mit ihm zusammen sich sofort auf die Suche begeben, um die Jerosin zu finden. Jede Hütte sind sie absuchen. Lange Zeit erfolglos. Irgendwann haben alle aufgegeben, ausser der Abdi. Er hat gesagt, Herr, das kann nicht sein, ich lasse nicht zu, dass das Kind geraubt wird. Das darf nicht sein, gib du mir das Kind zurück, gib du uns das Kind zurück in dein Reich. Es ist ein Königskind und das soll deine Hilfe erfahren. Plötzlich hat sie das Telefon geläutet. Das war die feine, dünne Stimme von der Jerosin dran. Und miteinander, also sie hat gesagt, sie hat irgendwo das Telefon schnappen und sich damit verstecken und dann irgendwo ihm anrufen. Sie haben miteinander einen Fluchtplan erstellen. Er hat sie am nächsten Tag abholen an einem bestimmten Ort. Hat sie zur Polizei bringen, Meldung machen und dann in Spitalkontrolle, alles okay. Halleluja. Das Interessante bei dieser Geschichte ist, die Jerosin hat nicht der Polizei angerufen. Die Jerosin hat auch nicht ihrem Großvater angerufen. Die Jerosin hat einem Abdi angerufen, vom Kinderzentrum. Wieso? Die müssen ein bisschen lauter reden. Ich höre ein Gemurmel. Wieso? Also, du zuerst. Relationship. Er hat Beziehung gehabt. Und du? Vertrauen, genau. Es geht beides ins Gleiche rein. Genau, das ist doch genau der Grund. Sie hat gewusst, bei den Christen, da bin ich gut aufgehoben, da habe ich eine Beziehung, hat sie vielleicht zum Großvater auch gehabt, aber eine andere Art von Beziehung. Bei den Christen, die suchen mich, die beten, die haben Gottes Hilfe, die sie in Anspruch nehmen, die kümmern sich um mich, denen bin ich nicht egal, die setzen alles dran, weil die sind barmherzig und sie haben gewusst, auf die Barmherzigkeit der Christen kannst du dich verlassen. Die Frage ist, ob man sich auf unsere Barmherzigkeit verlassen kann. Auf meine. Ja, ich lasse mich mal mit dem Gedanken allein. Aber es geht noch weiter. Ihr sind ja gut bibelkundig unterwegs. Ihr kennt die Geschichte von Paulus im 1. Korinther 12, wo er so sagt, ja, die Hand kann nicht zum Fuß sagen, du gehörst nicht zu mir, oder der Leib und so. Ist das ein bisschen bekannt? Gut, also setzen das mal voraus. Aber ich möchte es gleich noch geschwind vordemonstrieren. Ich habe hier ein Sackmesser. Wer hat es erfunden? Gut, Namen sage ich nicht, die zahlen wir nämlich nicht, wenn ich das sage. Aber ihr kennt das alle und die sind im Fall mega scharf. Die sind wirklich... Au! Eben genau. Nein, kein Problem. Nichts passiert, alles gut. Ich wollte ja euch eine schöne Teppichnippe sodeln. Die Sicherheit geht vor, wir müssen uns wieder versorgen. Aber jetzt mal angenommen, ich hätte mich so reingeschnitten. Was wäre passiert? Mein linker Daumen wäre auf den Zeigefinger zum Wunde zudrücken. Mein linker Arm wäre aufgegangen. Oder, haben wir die Älteren unter uns, Gabi, oder, haben wir mal gelernt. Gut, darf man heute nicht mehr sagen, ist nicht mehr gendergerecht und so. Aber jetzt mal angenommen, ja gut. Mein linker Arm wäre da oben, um das Blut zu stillen. Oder? Und dann wäre ich daheim. Ich weiß zwar nicht, was ich daheim mit dem Sackmesser spielen sollte, aber jetzt mal angenommen, ich wäre daheim. Meine Beine würden sich strecken, mein Stuhl würde hindern, der hat nämlich Rädchen. Dann würde ich zur Tür gehen und meine Hand würde mit dieser Seite die Türen auftun, mache ich normalerweise mit der anderen, aber jetzt bin ich so. Und dann gehe ich raus, dann würden meine Stimmorgane plötzlich aktiv werden. Meine Kehlkopf, mein Speichel, meine Hirnzellen, die Worte formulieren und alles würde zusammen schaffen mit dem Ziel, dass ich würde sagen, Schatzi, wo sind die Pflästerli?
dann würden meine beiden Ohren aktiv werden, miteinander, simultan. Und würden hören. Kein Schatz rum, okay, selber denken, okay, Synapsen synapsieren wie wild hier im Zeug rum und verbinden sich und verknüpfen und senden Signal und ich weiss, ich muss jetzt runter die Stegen ab. Und dort muss ich ins Badzimmer und dort muss ich das Kästchen auftun und in dem Kästchen hat es ein Kistchen und in dem Kistchen hat es ein Kartönchen und in dem Kartönchen hat es ein Brief und in dem Brief hat es 5 Fläschchen und dann muss ich eins davon haben und dann muss ich das Papierchen wegnehmen und dann muss ich noch die 2 Laschen wegnehmen. Alles einhändig, weil die andere Hand ist immer noch da oben. Und dann muss das Fläschchen noch da drauf. Meine Güte, was für eine Riesenoperation. Nur um dem einen verletzten Glied zu helfen. Übrigens, im Finger geht es wieder gut. Aber ist es nicht interessant? Der Körper funktioniert in einer perfekten Harmonie, wenn er gesund ist zumindest, und folgt den Kirnströmen. Meine Kirnströme sagen, Problem, Pflästerli. Und der Körper macht alles mit. Der rechte Fuß hat nicht, oder das Knie hat nicht können sagen, du, ich bleibe lieber da oben im Büro, dort ist wärmer. Dann wäre ich nicht so gut Stegen abgekommen. Nein, alles hat zusammengewirkt, damit dem kleinen Finger geholfen wird. Der Körper funktioniert auf der Basis vom sofortigen und absoluten Gehorsam den Hirnströmen gegenüber. Eigentlich sollte es im geistlichen Leben ja auch so sein. Das ist Paulus sein Bild. Frage, wer sind im geistlichen Leben Hirnströme? Ich muss vielleicht ein bisschen anders fragen. Ein bisschen frommer ausgedrückt, wer ist das Haupt von dem geistlichen Leib? Hallo, Sonntagsschule-Antwort? Jesus, genau, gut. Habe ich nicht gehört. Gut, danke. Das ist die Sonntagsschule-Antwort. Oder kannst du fragen, was du willst, die Antwort ist immer Jesus. Gut, also da stimmt es jetzt einmal. Gut. Wo bin ich? Das Haupt, genau, danke. Das Haupt ist Jesus und er gibt uns die Gedanken, er gibt uns die Hirnströme, die christlichen Synapsen, die geheiligten Synapsen, die Verbindungen, die hier geschaffen werden, die dem Körper sagen, Barmherzigkeit, 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 Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, ja da, Barmherzigkeit. Das sind seine Hirnströme. Und wir als Körper sind da, um die auszuführen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere DNA. Die Tatsache ist, wir können helfen. Wir leben in einem reichen Land. Gut, was ist reich? Ich meine, unter uns reich sind die anderen, die mehr haben wie reich. Das ist so unsere Definition, oder? Aber und es ist klar, die Armut nimmt zu. Und es ist auch klar, es gibt auch unter uns Unterschiede. Aber die meisten von uns sind in einer Position, wo man sagen kann, ich habe, was ich brauche und ich habe noch etwas drüber. Und eigentlich, wenn ich Jesus richtig verstehe, ist meine Aufgabe, barmherzig zu sein und auch weiterzugeben von dem Sagen. Ich mache eine Umfrage. Wer von euch hat letzte Nacht an einem geschützten, warmen, sicheren Ort übernachten? Ziemlich alle, ja, gut. Hoffen alle, weil gewisse Hände habe ich nicht gesehen, vielleicht zu wenig weit oben. Wer von euch hat etwas zu essen vorrätig daheim? Auch alle, gut. Wer von euch hat, und das geht jetzt euch hier eigentlich nicht an, aber die daheim, wenn ihr irgendwie einen Livestream schaut oder so, da sehe ich es nicht, geht mir auch nichts an, aber wer von euch hat Kleider am Leib? Das sind auch alle. Dankeschön, gut. Daheim geht es mir, wie gesagt, nichts an, ist euch ein Problem. Wenn wir diese 3 Fragen mit Ja beantworten, dann sind wir reicher als 75% der Weltbevölkerung. Habt ihr das gewusst? 3/4. Das ist krass. Wir haben es zum Weitergeben. Die Frage ist, gehen wir richtig mit dem um, was wir haben? Die Frage ist nicht, wie viel dass du schon weitergibst an x Missionare und an Gemeinden und weiss nicht was, sondern wie viel von Gottes anvertrautem Geld, das du mit gutem Gewissen für dich zurückbehaltest. In Uganda waren 2 6-jährige Zwillinge. Sie waren schwerst unterernährt. Ihre Mutter hat täglich gekämpft, um irgendwo etwas zu essen zu finden.
Sie haben die Blätter von den Bäumen gezupft, von den Sträuchern, haben sie im Wasser aufgeweicht, um irgendetwas in den Magen zu bekommen, damit ihr Magen ein bisschen aktiv gehalten wird. Katastrophale Situation, fast gestorben. In dem Moment ist Compassion auf sie aufmerksam geworden. Beide Kinder sind sofort ins Compassion-Patenschaftsprogramm aufgenommen worden, haben jetzt übrigens auch einen Paten bekommen. Und wir lernen die Leute dann alle so ein bisschen kennen auf dem Feld. Unsere Kirche vor Ort hat Kontakt mit diesen Leuten. Und man sieht den Fortschritt mit Freude. Man stellt auch Fragen. Eine von diesen Fragen war, du Mutter, wo du immer für das Essen deiner Kinder gekämpft hast, wenn Jesus jetzt direkt vor dir würde stehen, was würdest du ihn fragen? Hättest du eine Frage an ihn? Und ich könnte mir 1000 Fragen vorstellen, die die Frau hatte. Warum? Warum? Aber sie hat etwas anderes geantwortet. Sie hat gesagt, ich würde ihn fragen, ob er zufrieden ist mit der Art und Weise, wie ich ihm nachfolge. Als ich den Satz das erste Mal gelesen habe, musste ich ein paar Mal schlucken. Und ich stelle mir immer wieder die gleiche Frage. Gott hat mich gesegnet. Ich bin nicht zufällig in der Schweiz. Ihr alle sind nicht zufällig in der Schweiz. Sagen hat einen Zweck, hat eine Bestimmung. Es gibt einen ganz wichtigen Satz, der nicht in der Bibel steht, aber könnte durchaus in der Bibel stehen, so gut ist er. Der heisst, Sagen kannst du nur behalten, wenn du ihn weitergibst. Das ist so das Prinzip von Gott her. Unsere Verantwortung heisst Barmherzigkeit. Barmherzigkeit den Ärmsten gegenüber. Denen, die den morgigen Tag nicht überleben würden, wenn wir nicht einschreiten würden. Natürlich haben wir auch Leute um uns herum, wo wir Barmherzigkeit zeigen können. Wenn du einem arbeitslosen Nachbar 2 Packungen Lasagne bringst, dann tust du einen Dienst von der Barmherzigkeit. Aber der wird den Tag auch sonst überleben. Aber in Uganda vielleicht nicht, in den Philippinen vielleicht nicht. Das letzte Beispiel, Pastor Dennis in Nicaragua, ist ein Pastor von so einem Kinderzentrum. Er hat ein riesengroßes Schild gemalt. Und auf dem Schild sind 2 Hände drauf. In der einen Hand hat er gezeichnet ein Glas oder einen Becher mit Wasser. In der anderen Hand hat er die Bibel. Und er sagt, als Erklärung von dem Bild, das symbolisiert, wie wir den Kindern dienen. Der Becher, so dienen wir. Die Bibel, das lehren wir sie. Und er hat gesagt, es gibt noch eine andere Bedeutung von diesen 2 Händen. Die eine Hand, das sind wir hier in Nicaragua, auf der stinkenden Müllhalde. Wir haben jegliche Krankheit durchgemacht, die es nur irgendwie gibt auf dieser Müllhalde. Hepatitis A und B und Cholera und weiss nicht was alles. Dengue, Fieber, Malaria und so weiter. Die Liste ist lang. Aber wir sind da, weil wir diesen Kindern dienen wollen. Wir wollen sie pflegen, wir wollen sie ernähren, wir wollen sie schulen, wir wollen sie zu Jesus führen. Das sind wir da. Das ist die eine Hand. Und die andere Hand, das sind irgendwelche Christen in irgendwelchen anderen Ländern. Wie zum Beispiel in Wettigen, wo in einen Gottesdienst gehen und hören, hey, ich könnte einem Kind direkt helfen. Und dann entschließen sie sich, das Dossier jetzt nehmen, das auszufüllen und sagen, und ich unterstütze das Kind und ich bete für das Kind. Und so kann der weltweite Leib Christi zusammenarbeiten. Er nennt die 2 Hände, der Pastor Dennis, Los Manos de la Compasión, also die 2 Hände des Erbarmens. Und das funktioniert nur, wenn sie sich zusammenschließen. Das ist unsere Aufgabe. Wir sind gesegnet. Und Jesus ist barmherzig. Und wir haben den vollen, wir sind vom Regen in die Traufe gekommen, von dieser Barmherzigkeit Gottes, von dieser Liebe Gottes. Unsere Verantwortung ist, dass wir das nicht für uns behalten, sondern weitergeben. Sagen kannst du nur behalten, wenn du ihn weitergibst. Ich könnte jetzt aufrufen und sagen, bitte, bitte macht Patenschaften. Aber ich möchte jetzt eigentlich lieber sagen, Römer 2, Vers 4, habe ich kürzlich gelesen, da steht, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr treibt. Das ist vielleicht ein anderer Kontext. Aber ich könnte auch sagen, weißt du nicht, dass Gottes Barmherzigkeit dich
zur Barmherzigkeit treibt. Er ist dermaßen barmherzig. Das können wir nicht toppen. Und da sind wir als seine Kinder einfach Empfänger und Weitergeber, Kanal für seine Herrlichkeit. Und es ist, ich lade dich ein heute Morgen, denk mal darüber nach, ob du 42 Franken könntest entbehren im Monat und einem Kind helfen. Zurzeit sind es etwa 180'000 Kinder, die warten auf einen Paten, von diesen 2,2 Millionen noch zusätzlich. Oder? Und wenn du spürst, es geht dir, ja, wir haben hier einen Tisch aufgebaut, da kannst du so eine Patenschaft machen, vielleicht hast du eine, vielleicht liegt noch eine zweite drin. Und wenn du jetzt im Livestream zuschaust, dann, oh sorry, tut mir so leid, du hast die Möglichkeit nicht, an den Tisch zu kommen. Aber es gibt eine andere Möglichkeit. Du kannst selbstverständlich auf die Webseite gehen, compassion.ch, Werdepate anklicken und dann geht alles weiter. So. Aber ein Bitte habe ich noch. Wenn ihr so eine Patenschaft macht, bitte nehmt das Geld nicht von dem, was den Missionaren da zusteht. Nehmt das Geld nicht von dem, was der Gemeinde zusteht. Nehmt das Geld nicht von dem, was anderen zusteht, die euch verpflichtet haben, sie zu unterstützen im Reich Gottes. Sondern nehmt es vom extra Geld. Weil König David hat einmal gesagt, ich will dem Herrn kein Opfer bringen, das mich nichts kostet. Ich denke, das ist auch ein gutes Vorbild. Ja, ich muss eigentlich jemanden aufhören. Ja, okay. Wenn Gott ins Herz hineinschaut, möchtest du, dass er dort das Herz von seinem Sohn sieht? Möchtest du, dass er in deinem Herz das Herz von seinem Sohn, von der Barmherzigkeit sieht? Lass uns funktionierende, gesunde Glieder am Leib Christi sein. Lass uns barmherzig sein, wie Gott barmherzig ist. Und mit dem möchte ich wirklich segnen und ich danke vielmals. Und zum Abschluss schauen wir jetzt noch ganz kurz einen kleinen Filmclip und mit dem sage ich Amen. Ich heiße Hilda. Ich bin das 8. von insgesamt 10 Kindern in meiner Familie. Unsere Familie hatte kaum Geld, während ich klein war, sodass wir alle zusammen in einem Raum leben mussten. Als ich 5 war, hatte mein Vater einen Unfall. Danach konnte er nicht mehr arbeiten gehen. Wir hatten kein Geld für Essen und ich hatte große Angst. Aber dann wurde alles anders. Als ich 9 Jahre alt war, erzählte mir ein Nachbar vom Compassion Kinderzentrum der Gemeinde in unserem Ort. Compassion half mir und ich fing an, regelmäßig ins Compassion Kinderzentrum zu gehen. Dort bekam ich zu essen und lernte, auf mich Acht zu geben. Ich fand heraus, dass ich wirklich besonders bin und Gott mich lieb hat. Mein Pate schrieb mir Briefe. Er hatte mich lieb, obwohl wir uns nie persönlich begegnet sind. Ich bin meinem Paten so dankbar für alles, was er für mich getan hat. Ich werde mein ganzes Leben lang an ihn denken. Ohne seine Hilfe würde mein Leben heute ziemlich anders aussehen. Ich kann nur sagen, danke für deine Liebe, die mir gezeigt hat, dass Gott mich wirklich lieb hat. Die Gemeinde, Compassion und mein Pate haben mir zusammen das Gefühl gegeben, dass ich wertvoll bin. Sie haben mir eine Zukunft gegeben. Mein Name ist Hilda und das ist meine Geschichte. Heute ist Hilda gut ausgebildet, hat eine Arbeit, die ihr Freude macht, ist ein Vorbild für viele und gibt Gottes Licht an die Menschen um sie herum weiter. Hilda ist ein lebender Beweis dafür, wenn du die Welt für ein Kind veränderst, fängst du an, die Welt zu verändern. Amen. Amen. Danke vielmals. Merci. Merci vielmals, Daniel, für deine starke Botschaft. Du bist wirklich ein Prediger, aber der Inhalt, was du gebracht hast, ist mega stark. Es hat mich herausgefordert, auch ein bisschen überfordert. Das ist auch gut, positiv. Nochmal nachdenken, was mache ich mit dem Sagen in meinem Leben. Merci.
bevor ich das Segen ausspreche in eurem Leben, also von dieser Woche, möchte ich euch nochmal hinweisen auf heute Abend. Um 7:30 treffen wir uns in der EG mit Matthias Hofmeier von der Infoabend von ihm hören, mit ihm reden, auch Fragen stellen und mehr unsere Mission in Mosambik in Afrika besser näher kennenlernen. Heute Abend 7:30 in der EG. Jetzt darf ich einfach Sagen aussprechen von dieser Woche. Wenn ihr möchtet, könnt ihr aufstehen. Ich segne euch im Namen Jesus Christus. Mit seiner Barmherzigkeit, sein Segen und seine Liebe. Und ich segne euch mit offenen Ohren, offenen Augen und offenen Herz, um zu sehen, was er dich zeigt. Um zu hören, was er dir sagt. Um zu spüren, sein Herz, sein Weg, sein Gedanken. Und um tun und machen, da wo er dich leitet und führt. Ich segne dich mit einem Herz, das bereit ist, dahin gehen, wo er dich führt. Du bist gesegnet mit seiner Herrlichkeit und mit dem gleichen Geist, der Jesaja und Jesus geführt hat. Mit dem Heiligen Geist, der heute in dir, in deinem Leben, in deiner Familie wirkt. Amen. Amen. Und so wünsche ich euch alle einen gesegneten Sonntag. Danke an euch. Wir werden, ich kann kein Lied singen, ist gut. Genau. Jetzt gibt es Kaffee. Nehmt Kaffee und dann nebendran sind auch der Tisch mit dem Compassion-Infos und Möglichkeit, so ein Patenkind zu haben. Geht, schaut und lasst den Heiligen Geist in diesem Bereich euch leiten. Schönen Sonntag miteinander.